Die Schlacht um Kaer Morhen geht weiter! Schon unterwegs. Hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. In der Zeit eingefroren? Komm. Geralt, wo ist er? Wir müssen... Diesmal entkommst du mir nicht. Los, lauf! Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt! Weit, weit, uns im Mord.
Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen fliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ich kann nicht weinen. Ich weiß nicht wie. Wesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? 2? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. Die Schlacht um Kaer Morhen. War fair. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt. Dann müssen wir beraten.
Ein großer Mann verstarb. Sein Name war Wesemir. Niemals werden wir vergessen, was er uns gab, was er erwartet hat und was er der Welt hinterließ. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke. Das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest. Aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eredin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. So einfach ist das leider nicht. Wir können sie nicht finden, sie uns aber jederzeit. Sie können uns überraschen, wann sie wollen. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer. Aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Recht hat er ja. Aber Geralt irgendwie auch. Ich meine, wie sollen wir die wilde Jagd überhaupt finden? Das ist natürlich mal das eine. Und dann vor allem, wie sollen wir uns vor dieser weißen Kälte überhaupt schützen? Ich meine, Kälte ist an und für sich, aber dass sie irgendwie Raum und Zeit einfrieren können, oder zumindest mal einzelne Charaktere, das ist natürlich schon ein Umstand, der sehr, sehr schwierig zu kontern ist. Da bist du. Verdammt schade um Wesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Die Pflicht ruft. Aber hör mal, Geralt. Du hast einen König zum Freund. Das kann nicht jeder behaupten. Wenn du oder Ciri, oder du und Ciri, wenn ihr je Hilfe braucht, die Tore von Kertrolde stehen euch offen. Danke. Ich werde dran denken. Ja, ich glaube, jetzt haben wir, also ich könnte es mal so ungefähr einschätzen, dass jetzt vielleicht mal so 40, vielleicht gar 50% der Story durchhaben und es jetzt erst richtig losgehen mag. Mal schauen. Petri ist auch schon unterwegs. Danke. Also bitte. Sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Danke. Ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Möge es dir wohlergehen, Moisak. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Hilfe. Und deine Worte. Woran denkst du? Kaer Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Wesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Komm schon. Es ist die einzige Heimat, die wir je hatten. Bleib. Nein, Geralt. Der Ort stirbt schon seit einer Weile. Das heute war der letzte Sargnagel. Wird Zeit, dass wir es akzeptieren. Oh je. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das schon das Ende ist. Ich meine, gut, es war eigentlich nie die Rede davon, dass noch ein Witcher 4 so produziert werden soll. Es war eigentlich bloß mal die Rede, auch von den Entwicklern her, dass halt das garantiert das letzte Witcher mit Geralt in der Hauptrolle sein soll. Gut, ich meine, soll es nachher weitergehen mit Ciri, ist gar kein Hexer, ich meine, von dem her, ach, keine Ahnung, das ist noch so weit entfernt. Jetzt sollen wir erst einmal, Wesemir unseren Respekt und, ja, schauen, wie es weitergeht. Mit uns, mit Ciri, mit uns allen. Und? Erzähl.
Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Danke, dass ihr gekommen seid und euer Leben für mich riskiert habt. Pass auf das Mädchen auf. Lass nicht zu, dass ihr jemand was tut. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Das werde ich. Vielen Dank, meine Freunde. Lambert und Kira so vertraut. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Geht ihr zusammen? Ich habe eine Idee, aber bei der Umsetzung muss mir ein Hexer helfen. Lambert will mich unterstützen. Viel Glück. Und danke nochmal. Wir sind jetzt quitt. Kann man natürlich auch so sehen. Können wir reden? Worüber? Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Tja, ich meine, anders ist ein schönes Wort, daran ist nichts auszusetzen. Wie läuft es denn so? Solche Fragen liebe ich. Was soll denn laufen? Was nicht angebunden ist? Das ist Unsinn, Geralt. Und du weißt es. Ich wusste, dass der alte Mann nicht ewig leben kann. Ich habe sogar Eskel gesagt, dass ich sein Schwert will, wenn es soweit ist. Passt genau in meine Hand. Aber Wesemir hätte einen besseren Tod verdient gehabt. Er ist gestorben wie eine Laus. Er wurde zerquetscht. Wir werden ihn rächen. So rosig sehe ich es nicht. Mag sein, aber da stimme ich Geralt zu. Wir werden ihn rächen. Imlerit, Eredin, ihr alle, ihr werdet sterben. Versuch doch bitte mal nicht zu streiten. Die sind alle gekommen, um zu helfen. Erzählst du mir jetzt, wie ich mich zu benehmen habe? Nein, ich bitte dich höflich. Dann nimm diese höfliche Antwort. Leck mich! Jo. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Habe übrigens richtig Namen gesprochen, also waren die drei oder die Anführer halt der wilden Jagd. Das waren ja, Moment, wo haben wir die jetzt? So, da fand gerade ein bisschen die sowieso schon traurige Stimme noch ein bisschen, genau, Eredin war da eine, noch ein bisschen irgendwie hier gerade, naja, nicht gerade so passend unterbrechen muss. Imlerit, genau. Und noch einer, irgendwie so ein Magier, der auf Eskel los ist. Ne, Imlerit haben wir hier. Wer war denn jetzt der andere schon wieder? Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Das sind, glaube ich, sowieso die drei großen Anführer, wa? Eredin, Imlerit, Misrisel, wer ist Avalach, wissen wir mittlerweile. Karantir, genau. Ihr drei. Das wird noch eine heiße Jagd, Freunde. Schon dabei sind, ja, ein Level-Up mittlerweile war. 26, schön. Das jetzt momentan, nee, ehrlich gesagt weniger. Aber was soll's, man soll ja trotzdem, ja, ein bisschen gucken. Was habe ich jetzt noch zu wenig gemacht? Ja, Irden, ich weiß, haben wir viel zu wenig. Intensität. Wäre eigentlich mal eine Idee, wa? Das war doch mal meine ursprüngliche Idee, von wegen, dass wir jetzt mal 2 draufpacken und danach müsste Igni noch stärker sein und halt beide ausrüsten. Das war mal die Idee, weil ich dachte eigentlich, okay, Igni muss rein ausrüsten, entweder halt näher zu der zweiten und danach wird er trotzdem immer stärker. Auch wenn ich die halt hier ausrüste, aber nicht zuweise. Werden Sie alles noch sehen, Leute. Ja, kam wieder raus. Eigentlich nichts Besonderes. Ja, ein paar Schwerter, wir sowieso am Arsch vorbeigehen. Die Rüstung kann ich bald tragen, sehr gut. Das rüsten wir noch aus. So, die Stahlwaffe, sehr schön. Die haben jetzt irgendwie die Bomben geklaut, oder was ist los?
Dann ist natürlich nicht schlecht. Ich habe da Bomben erstellt, oder? Die Mithrin-Bomben, wie die genau heisst. Aber jetzt sind sie natürlich am Kampf wieder weg. Ich hatte doch schon die leise Hoffnung, dass die bleiben. Ich meine, klar, das ist der falsche Zeitpunkt, um so etwas zu diskutieren, aber trotzdem noch das ein bisschen übertrieben. Ja, und fällt sogar eine normale. Einfach wieder weg. Tja, schade. Zirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gerne mit. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Zirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln. Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Starke Worte, junge Dame. Übrigens, Entschuldigung, im Hintergrund sind ein paar Knaller unterwegs. Keine Ahnung wieso. Nerven ein bisschen. Ich hoffe, verstehe nicht allzu sehr. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Zirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Von wem sie diesen Dickkopf wohl hat? Ich gehe ihr besser nach. Warte. Sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Ja, wir haben noch viel vor uns. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Zirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen.
Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Was hat für Entscheidung? Wieso? Warum? Es gibt eine bestimmte alte Methode. Wesemir hat sie mir beigebracht. Und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Droiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Das wirst du bereuen. Schneeballschlacht? Ernsthaft? Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Fang mich doch! Toll, wieso da Schneebälle vor... Ah, sind ja schon ausgerüstet. Hey, das ist unfair! Musst du gerade sagen? Wo ist sie? Ob das wirklich das Richtige ist, Leute? Hab keine Ahnung. Verdammt. Jetzt bist du fällig. Ja, versuch es doch, Ciri. Wow. Was lassen nicht von den Schneebällen treffen? 0 von 8. Ja, hab ich ja. Los mal. Aha, 1 von 8. Gut. Ja, es hat's kapiert. Kannst du bitte mal umschalten hier? Hallo, ich muss hier vielleicht mal Schneebälle formen. Aha, gut. Nicht mit mir, Kleines. Hey, das ist unfair. Musst du gerade sagen. Moment, aber schon mal gesagt, wa? Ui. Ich werde dich vernichten. Mit Schneebällen? Ja, nicht schlecht, ey. Hey, das ist unfair. Nö. Das ist unfair. Ich wollte gerade sagen, auf die Entfernung schießt. Vor allem treffen. Jetzt bist du fällig. Na gut, Leute, wenn wir sagen, im nächsten Part geht es hier weiter und dann lockeren, feuchten Schneeballschlacht. Ja, dass man doch irgendwie weiß, was er genau bringen soll, aber denkt man es einfach zum Aufheitern. Und es schadet sicher nichts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hilfe. Ciao zusammen.